Tja, liebe Reisefreunde, wir sind zurück bei Karl. Kühlschrank läuft nicht mehr, Wechselrichter läuft nicht mehr. Wir prüfen gerade die Spannung, aber wenn wir Pech haben, haben wir jetzt schon den zweiten Wechselrichter zerstört. Zwischenfazit? Ja, ich kann irgendwie nicht wirklich was sehen, was jetzt kaputt sein soll. Ich habe hier das Massekabel, das sieht meiner Meinung nach gar nicht gut aus. Also es ist das Erdungskabel, sieht auch weiter vorne ein bisschen aufgebläht aus. Wenn ich das hier anschaue, dann habe ich das Gefühl, hier ist es auch ganz schwarz, oder, und uneben. Ah, das sieht nicht gut Gefühl, das sieht nicht so toll aus. Aber ich weiß es nicht. Ob das wirklich dann einen Kurzschluss auslösen kann, dass das Teil nicht funktioniert. Was ich also noch am Strom mal geprüft habe, ist hier vorne. Hier hat es noch Spannung drauf. Jetzt beim Einbau haben wir das Teil natürlich von der Batterie genommen. Da ist momentan keine Power drauf. Ja, also wir können das jetzt mal noch schnell an die Batterie halten. Vielleicht, wenn das Teil offen ist, dass wir sehen, ob hier drin irgendwas passiert. Aber ansonsten würde ich sagen, ja, wie es ein Zuschauer schon gesagt hat, AEG, auspacken, einsenden, Garantiefall. So, nächste Zwischenbilanz. Also wir haben den jetzt angehängt, offen sozusagen. Läuft, alles kein Problem. Totale Scheiße. Ja, Fazit, wieder anhängen, nochmal ausprobieren. Vielleicht hat das schon geholfen, keine Ahnung. Wir werden es euch berichten. Jetzt brauchen wir einen Moment, um das Teil wieder einzubauen. Das ist nämlich echt eine, in der Schweiz sagen wir Sisyphus-Arbeit, bis der wieder drin ist. Richtig gut übrigens, sage ich jetzt mal so von hinter der Kamera vor. Normalerweise bin ich ja der Techniker, aber der macht das richtig gut, weil ich habe schon so ein bisschen Respekt vor Strom. Das habt ihr das letzte Mal vielleicht auch mitbekommen. Ist ja noch nicht lange her, ne? Nein. Hat gehalten, 2 Monate? Nein, Ja, jetzt mal schauen. Vielleicht hält das Teil ja danach wieder. Ja, wir berichten wieder. Was das jetzt hier gerade sollte, keine Ahnung, das wissen wir echt selber nicht. Jetzt haben wir alles wieder zusammengebaut und ja, ihr seht's. Der läuft wieder. Wir konnten ihn zuvor weder hier noch wieder einschalten, noch am Gerät selber. Da hat einfach gar nichts mehr funktioniert. Jetzt haben wir alles einfach genau gleich wieder zusammengebaut, alles genau gleich wieder angeschlossen. Ja, der Kühlschrank läuft jetzt, der ist wieder am Kühlen und wir können alles wieder zusammenräumen und weiterfahren. Dankeschön, das war doch eine schöne Zwischenaufgabe. Falls jemand von euch bei AEG schafft, soll sich bitte bei uns melden. Ne? Kann sie ja weitergehen, oder? Genau, dann kann sie ja weitergehen. Und wir haben ja hier eine Karte, die habe ich gestern bei der Touristeninformation gekauft. Für die musste ich 1,90 bezahlen. Dafür ist alles auf Deutsch und dann sind doch 1,90 auch okay. Wir wollen jetzt hier nach Käsmu, nach vorne. Das ist an der Küste. Und dafür müssen wir jetzt hier einmal schön ein bisschen durch die Region fahren. Und ja, ich glaube, das machen wir jetzt einfach direkt mal und dann ja, treffen wir uns da wieder? Oder? Ich glaube, ja, wobei Sie Sie haben nicht so viel gesehen bis jetzt von Estland. Ich glaube, er kommt, oder haben Sie? Haben Sie ein paar Häuschen? Die Straßen sind. Probier mal zu schnippen, bei mir ist heute Morgen nicht gegangen. Okay, ich probiere es mal. Auch nicht. Das ist komisch, probier es mal mit Klatschen. Ja, Beamen hat doch geklappt. Mit Klatschen funktioniert es wohl heute. Wir sind angekommen in dem kleinen Ort. Ich habe euch vorhin den Namen schon gesagt. Jetzt haben wir hier irgendwo geparkt. Hat uns gerade noch jemand gesagt, da vorne sei es ein bisschen eng. Wir sollen lieber ein bisschen eher parken. Jetzt gehen wir den Weg zu Fuß nach vorne und mal schauen, was uns erwartet. Irgendwo hier vorne. Wir sind aber schon ganz nach vorn an die Spitze gelaufen. Und falls ihr euch wundert, warum der Ton jetzt auf einmal ist, das ist das Handy. Jetzt wollen wir aber bis ganz nach vorne und dann machen wir noch einen kurzen Ausblick. Kommt mit!
Hübscher kleiner Ort, dieses Käsmu, wirklich pittoreske Häuschen. Erinnert uns ein bisschen an Neuseeland teilweise. Jetzt geht es darum, einen Stellplatz zu suchen, so schnell wie möglich, weil die Speicherkarte ist jetzt gleich voll. Wir sehen uns wieder, wenn wir da sind. Tschüss! Wir haben auf unserer Stellplatzsuche jetzt doch noch mal kurz angehalten, und zwar in Altja, ein sogenanntes Kapitänsdorf, irgendwie so sagt man. Und wir haben ein kleines schmuckes Lokal, ein kleines Restaurant gefunden. Da konnten wir einfach nicht daran vorbeifahren. Ich zeige euch nachher noch so ein bisschen die Bilder. Wir haben bereits bestellt. Für mich gibt es Hering, für Steffi den Nachtisch. Und ja, jetzt sind wir gespannt, was wir hier bekommen. Sieht schon mal richtig cool aus. Das war jetzt übrigens bei mir nicht einfach irgendein Dessert, sondern das war das estnische Dessert schlechthin. Das nennt sich Karma Creme oder Mousse, und da muss ich nochmal schnell schauen, das Karma Mehl, was der Hauptbestandteil darin ist, das ist ein Gemisch aus geröstetem Gersten-, Roggen-, Hafer- und Erbsenmehl. Und das hat dann auch saure Sahne darin, Zucker, geröstete und gehackte Haselnüsse, Gelatine, Vanillezucker und etwas Zimt. Obendrauf hatte ich ein bisschen Marmelade, und ja, am ehesten würde ich es persönlich mit einem ganz fein geschroteten Birchermüsli vergleichen. Und meine Heringe, hausgemacht, die waren richtig lecker. Die Portion für 5 €, ganz frisch, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, Hering natürlich, aber richtig lecker. Übrigens, alles zusammen hat 15 € Ja. gekostet. Guten Appetit. Mit Bier dazu noch. Das schick. Nach dem kurzen Zwischenstopp in diesem super Restaurant haben wir jetzt unseren Stellplatz gefunden. Er ist einmal mehr einfach ein Traum. Wir stehen direkt am Meer, wirklich direkt. Ich zeige euch gleich die Bilder. Steffi stellt gerade noch die Solarpanel auf, dass wir noch ein bisschen Sonne erhaschen. Wir sollten unsere Batterien wieder mal so richtig aufladen. Und ja, es ist, ich weiß auch nicht, Estland lässt mich ziemlich sprachlos zurück, weil ich habe nichts erwartet von diesem Land und sehr, sehr wenig gewusst, und umso mehr ist man dann überrascht. Genau gleich ging es ja uns dazu mal auch in Serbien, und genau so komme ich das derzeit wirklich vor. Es gibt nichts Schlechtes zu berichten ab diesem Land. Es ist einfach alles picobello, super sauber, super cool, mega. Also Estland überrascht total, jetzt auch wieder mit diesem super Stellplatz. Für euch gibt es ein paar letzte Bilder. Ich denke, es war genug Videomaterial für dieses Video. Wir machen Schluss hier. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Drückt uns ganz fest die Daumen, dass nichts mehr passiert mit dem Strom und dem Wechselrichter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Schön seid ihr mit dabei. Es geht weiter durch Europa, denn Europa ist geil. Bis dann. Tschüss.